Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Ja Leute, diesmal zum Champions League Hinspiel beim FC Arsenal 2:2. Ist übrigens das, was ich live im Stream getippt habe, 2:2. Aber auch nur aus dem Grund, weil ich nicht gegen meinen eigenen Verein natürlich tippe. Aber bevor wir reingehen, wie immer der Hinweis: Wenn euch gefällt, was ihr seht, scrollt mal unter das Video, da findet ihr den Abonnieren-Button, ist völlig kostenlos auf YouTube. Und ihr unterstützt damit diesen Kanal. Vielen lieben Dank. Wildes Ende. Fangen wir mit dem Ende an. Wildes Ende. War natürlich eine klare Berührung. Wild. Können wir jetzt viel rumdiskutieren. Ich weiß nicht, warum es da keinen Videoschiri-Einsatz mehr gab. Spiel wurde abgepfiffen. Ende war schon ziemlich wild. Ich glaube, er hätte sich den Ball, er war ja schon vorbei. Ja, wäre er weitergelaufen, hätte er den Ball einfach einschieben können. Ich weiß nicht, man hat schon gesehen, dass er den Kontakt gesucht hat, aber am Ende des Tages muss man dann schon sagen, dass das glücklich war. Ja. Ich denke mal, so viel können wir festhalten. Generell können wir uns über den Schiri nicht beschweren diesmal. Auch wir können uns nicht über das Spielglück beschweren, was wir diesmal hatten. Wir haben eine gute Mannschaftsleistung gesehen, wenn wir mal über das sprechen, was wir sonst nie tun müssen, nämlich das Laufen ohne Ball, das Leiden ohne Ball, das positionstreue Spiel, was wir hatten. Gerade Gnabry, der öfter linker Außenverteidiger war wie Davis und das besser gemacht hat wie Davis. Das war sehr gut, aber es war natürlich auch, ja, wir hatten heute einfach das Spielglück, was man braucht. Machen wir uns nichts vor, Leute. Sind wir mal realistisch, sind wir mal ehrlich. Ersten 20 Minuten hat Arsenal uns an die Wand gespielt. Ja, da musste man, die ersten 5 Minuten waren noch okay, da waren wir noch gut drin im Spiel. Danach kam Arsenal auf und haben dann ja auch das Tor gemacht. Und eigentlich hat dann nur Arsenal gespielt, ja, und wirklich stark. Also da habe ich schon das Schlimmste gesehen. Dann haben wir außen nichts das 1:1 gemacht, ja, muss man mal ganz klar sagen, durch eine super starke Aktion von Liboy, durch einen guten Pass von Goretzka und mit viel Glück durch Gnabry, ja, der den Torwart noch zwischen die Beine geht, der ihn dann abfälscht, dass der Ball reingeht. Das musst du dann einfach auch haben in diesen Spielen. Dann der Elfmeter durch eine super starke Einzelaktion von Liboy, der heute übrigens ein gutes Spiel gemacht hat in meinen Augen. Was der Torwart dann beim Elfmeter gemacht hat, fragt mich nicht. Habe ich noch nie gesehen. Der war schon 3 Meter in der anderen Ecke und lag schon halb auf dem Boden, bevor Harry Kane überhaupt am Ball war. Also ganz wilder Torwart, auch beim ersten Gegentor, was der Torwart da gemacht hat. I don't know. Ja, was dann der Innenverteidiger gemacht hat, war natürlich noch katastrophaler, lag aber natürlich nur daran, dass der Torwart auf der gleichen Höhe oder sogar vor dem Innenverteidiger stand, so dass der Innenverteidiger nicht das Risiko gehen wollte, den Ball einfach quer auf den Torwart zu spielen. Wild. Ja, da können wir uns schon beim Torwart bedanken heute. Nichtsdestotrotz, habe ich gerade schon gesagt, wir haben eine disziplinierte Mannschaftsleistung gebracht. Gerade Harry Kane hat heute sehr gefeitet, sehr gelitten. Eigentlich möchte ich gar keinen groß rausstreichen oder schlecht reden. Ich denke, Fonzie Davies hat man gesehen, hat super viel Schwierigkeiten gehabt. Über seine Seite kam auch alles angerollt, erste Halbzeit. Wir können froh sein, dass Arsenal, warum auch immer, ich kann es euch nicht erklären, dann 35 Minuten in der zweiten Halbzeit fast ausschließlich versucht hat, über links zu spielen, über den Spieler, den sie eingewechselt haben, was völlig sinnfrei war, wie man gesehen hat. Kimmich hat ein sehr gutes Spiel gemacht, hat die Seite dicht gemacht, sehr gut im Zusammenspiel mit De Ligt. Das hat sehr gut geklappt. Dann die letzten 10 Minuten, Viertelstunde hat Arsenal wieder über rechts gespielt, mit Jesus, der eingewechselt wurde, und da hat man gesehen, da wurde sofort wieder gefährlich, brandgefährlich. Ja, Fonzie hat sich reingebissen, dann so gerade zweite Halbzeit, gerade die erste halbe Stunde, zweite Halbzeit waren wir echt stark. So, das muss man auch mal sagen, ja. Erste Halbzeit haben wir viel Glück gehabt in meinen Augen. Wir waren aber als Mannschaft auf dem Platz, wir waren diszipliniert als Mannschaft auf dem Platz, wir haben gefightet, wir haben geackert, wir haben gemacht, getan, von daher alles gut. Das ist, was ich sehen will, ja. Und dann hatten wir heute einfach das Spielglück.
Das muss man ganz klar so sagen. Wie gesagt, zweite Halbzeit, die erste halbe Stunde waren wir bärenstark. Also Arsenal war gar nicht mehr im Spiel. Ja, hatte gar keine Chancen mehr. Was natürlich auch bedingt dadurch war, was ich gerade gesagt habe, dass man viel mehr über links gespielt hat und auch ein Odegaard gar nicht mehr so im Spiel war, weil er auf der halbrechten Position mehr gespielt hat. Da hat sich Arsenal ein bisschen selber aus dem Spiel genommen, meiner Meinung nach. Aber wir haben es gut gemacht. Haben leider dann nicht die richtige große Chance erspielt. Warum dann Leroy ausgewechselt wurde, habe ich nicht verstanden. Sorry. Ja, Leroy hat dann wieder 2, 3 Bälle klaglos verstolpert, verspielt. Nichtsdestotrotz war er der vorne für Gefahr gesorgt hat. Wenn was gefährlich war, dann war es Leroy, der es eingeleitet hat. Kein anderer. Ja. Muss man mal ganz klar sagen. Und ja, wir haben heute wieder nur von Einzelaktionen gelebt. Das wird auch im Rückspiel nicht anders sein. Wir werden auch im Rückspiel so defensiv stehen, wie wir es heute getan haben. Was mich gewundert hat, dass wir teilweise doch gut standen defensiv. Ja. Fonsi ist im Rückspiel gesperrt. Halleluja, Gott sei Dank. Das stimmt mich positiv, weil das heißt, dass ein Guerrero da hinten links spielen wird. So, der kann nicht schlechter defensiv sein wie ein Fonsi. Ja, er ist natürlich langsamer, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber ich glaube, das wird uns sicherer machen. Vor allen Dingen, wenn dann wieder der linke Schienenspieler, wer immer es sein wird, ob Coman oder wer auch immer, dann genauso mit nach hinten arbeitet. Dann bin ich guter Dinge, dass wir da auf jeden Fall besser stehen wie heute. Nochmal, wir hatten heute das Glück, dass Arsenal, warum auch immer, die erste halbe Stunde der zweiten Halbzeit komplett unsere rechte Seite ignoriert hat. Was gut für uns war. Ja, dadurch hat Fonsi auch ein bisschen Entlastung gehabt, kam besser ins Spiel. Ja, das ist das Spiel gewesen. Dass wir so auftreten, wie wir aufgetreten sind, war zu erwarten. Gerade erste Halbzeit haben wir gefühlt, das weiß ich, 30% Ballbesitz gehabt oder sowas. Ja, war ja wild. Aber ja, dass wir das können, haben wir schon gegen Stuttgart gezeigt, haben wir teilweise auch gegen Dortmund gezeigt im Hinspiel. Wir müssen dann halt die Disziplin haben, die wir heute hatten. Natürlich kannst du eine Mannschaft wie Arsenal nicht komplett aus dem Spiel nehmen, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Im Großen und Ganzen, wenn wir jetzt allein die Chancen nehmen, gerade zum Ende hin, war es ein verdientes 2:2. Ja, wir haben auch den Pfostenschuss gehabt durch King. Ja, gut, jetzt ganz zum Schluss, der Elfer, wir hätten uns nicht beschweren können, wenn es gepfiffen worden wäre. Machen wir uns jetzt nichts vor, aber nochmal, der Spieler war schon vorbei am Manu mit dem Ball. Oder der Ball war schon an ihm vorbei. Ja, der Spieler wäre weitergelaufen, hätte den Ball eingeschoben. Von daher denke ich nicht, dass das irgendwie gewollt war, da irgendwie eine Schwalbe zu machen. Aber ja, man sieht schon, dass die Bewegung in Neuer reingeht und nicht umgekehrt. Ich habe aber auch nur diese eine Wiederholung gesehen, jetzt direkt nach dem Spiel. Aber da haben wir auf jeden Fall Glück gehabt. Ja. Super interessantes Spiel, denke ich. Ich habe endlich mal schön Fußball gesehen, jetzt nicht unbedingt von unserer Seite. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Obwohl wir das gemacht haben, was wir können, kontern. Ja, das können wir ganz gut mit unseren Spielern. Wobei man da sagen muss, dass es heute allein über Leroy lief, ja. Und Harry Kane, was der wieder für Bälle gespielt hat. Wir hatten ja in den letzten Kommentaren, habe ich gelesen, Harry Kane kann nichts, ist nur ein Abstauber-Stürmer. Alter, kann ich hier nochmal an der Stelle sagen, Junge, du bist ein absoluter Vollidiot, Alter. Ja, habe ich dir aber auch schon in dem Video gesagt. Ich denke, man hat heute gesehen, dass ein Harry Kane so viel mehr ist wie nur ein Stürmer, Alter. Ja. Wie oft er für die Mannschaft geackert hat, sich bis auf die Sechserposition hat fallen lassen. Welche Bälle er eingeleitet hat, auch nach außen, die er von der Mitte einfach nach außen gespielt hat, die so einfach aussehen, die super schwer sind. Harry Kane heute absolute Maschine für mich. Absolute Maschine. Gut, werfen wir mal einen Blick in die Statistiken. Was ich auch noch sagen kann, ich habe diese Leistungssteigerung von uns nicht erwartet. Ja, das habe ich ja auch schon gesagt gehabt im Stream. Von daher ziehe ich meine Hüte, meine imaginären, die ich nicht aufhabe, vor dieser Mannschaftsleistung, weil das war echt gut. Wir gehen jetzt mal nicht darauf ein, dass es traurig ist, dass man das nur dann in so einem Spiel zeigt und nicht vorher in den vorangegangenen Spielen, vor allen Dingen gegen Dortmund, aber
das wieder heute den Rahmen sprengen. Da können wir gerne Freitag im Stream mal ein bisschen drüber quatschen. Gut, Statistiken. Also, 2:2. Ja, Ballbesitz sollte klar sein. 60-40 für Arsenal. Abseitsstellung 3-2, Fouls 13-12. Da tun wir uns nichts. Zweikampfquote 48-52. Schüsse aufs Tor 4-2. Schüsse insgesamt 13-8. Ecken 2-1. Angekommene Pässe 466-301. Das war in der ersten Halbzeit schon ganz wild, die Statistik. Ja, da war es 2/3-1/3. Jetzt am Ende ist es okay, bedingt durch die erste halbe Stunde in der zweiten Halbzeit, wo wir echt sehr gut im Spiel waren. Schüsse insgesamt, Gnabry 1, Kane 1. Ja, Torschussvorlagen, Goretzka 1. Gewonnene Zweikämpfe, Kane 10. Bestätigt nur das, was ich gerade gesagt habe. Conny Leimer 8, Davis 6. Ballkontakte 69 Dyer, 62 Davis, 54 Musiala. Gefolgt worden, schenken wir uns wie immer. Wir gehen mal rein in die Noten. Ich versuch's mal. Wie gesagt, eigentlich ist heute die Mannschaftsnote entscheidender und die würde ich, wenn wir den Gegner mit einbeziehen, bei einer 2 sehen. Ja, Thomas Tuchels Note heute für mich eine 3-, weil das Ergebnis stimmt. Aufstellung von Davis, sorry, gehe ich nicht mit, habe ich nicht verstanden. Hat man auch gesehen, die ersten 20 Minuten. Arsenal hat generell die erste Halbzeit alles über die Seite gespielt und war super. In jeder Aktion war es brandgefährlich über diese Seite. Die frühe Auswechslung von Sané habe ich auch nicht verstanden. Ja, das sind die beiden Kritikpunkte, die ich heute an Thomas Tuchel habe. Ja, können wir das schon mal abschließen und dann gehen wir mal rein. Ich denke, es war super wichtig, dass Neuer heute wieder im Tor stand. Er hat einfach die Ruhe weg. Ja, du kannst den Ball dann halt auch mal da quer und nach hinten spielen und er spielt den Ball auch mal vernünftig raus. Das geht im Ulla halt einfach ein bisschen ab. Das müssen wir so klar sagen. Ansonsten hatte Manu heute nichts zu halten. Jetzt zum Ende hin, wirklich ja, ist die Frage, lassen wir das mit in die Benotung einfließen? Es wurde ja nicht gepfiffen, das Spiel wurde abgepfiffen, damit war gut. Also von daher sehe ich Neuer heute bei einer guten 3. Kimmich sehe ich bei einer 2. Erkläre euch auch warum. Erste Halbzeit hat man von Kimmich kaum was gesehen, weil nichts über seine Seite ging. Ja, aber er war super positionstreu, hat die Seite dicht gemacht, war immer aggressiv. Zweite Halbzeit ging viel über seine Seite und Kimmich hat alles im Griff gehabt. Ganz klar. Kimmich hat alles im Griff gehabt. Gutes Zusammenspiel mit De Ligt, deswegen auch ähnlich gute Note. Hat 2-3 Mal den Sprint sogar noch angezogen, hat leider den Ball da nicht mehr gekriegt, sodass er noch irgendwie hätte mal eine Flanke machen können. Aber defensiv super diszipliniert, sehr, sehr gutes Spiel von Kimmich. Für mich Note 2. Dasselbe gilt für De Ligt, für mich auch Note 2. De Ligt hat auch viel, auch im Zusammenspiel auf der Seite mit Kimmich, viel weggearbeitet, viele Kopfballduelle gewonnen. War immer da, war immer präsent. Ja, Note 2 für mich. Fonzie Davis, tue ich mich schwer. Ist natürlich so ein bisschen, jetzt schwingt so diese Vertragsverlängerung und so im Hinterkopf mit. Ich gebe ihm eine 3-. Ja, obwohl man könnte ihm auch eine 4 geben. Es war ausreichend. Nicht mehr. Ja, also erste Halbzeit nochmal komplett überfordert auf der Seite. Gnabry hat mehr die Seite dicht gemacht, wie es ein Davis getan hat. Ich gebe ihm eine 4. Zweite Halbzeit, ja, ist er besser reingekommen, gar keine Frage. Aber wenn wir dann gesehen haben, dass Arsenal dann die letzte Viertelstunde wieder über seine Seite gespielt hat, war er wieder maßlos überfordert. Ja, muss man einfach so sagen. Eric Dyer sehe ich bei einer 3. Hat für mich ein gutes Spiel gemacht, auch bedingt dadurch, dass er konsequent ausgepfiffen oder ausgebuht wurde eher. Hat ihn gar nicht gepoppt, hat das gemacht, was er kann. Abgeklärt, ruhig, hat dirigiert, hat auch mal zusammengepfiffen. Hat auch den Ball ähnlich wie De Ligt auch einfach mal rausgeschossen, wenn es nicht anders mehr ging. Ja, man muss nicht in Schönheit sterben, man kann den Ball dann auch einfach mal lang machen. War okay. War natürlich teilweise auch gut unter Feuer da mit den quäligen Spielern und so weiter. Das schnelle Spiel von Arsenal, aber ich denke im Großen und Ganzen war es echt okay. Serge Gnabry für mich heute auch Note 2. Nicht aufgrund des Tores, sondern wie er, habe ich von Gnabry noch nie gesehen, in der Art und Weise.
Ja, wie er wirklich sich defensiv aufgearbeitet. Ja, es ist super schade, dass Tuchel ihn nicht rausgenommen hat und Sané rausgenommen hat, dann wäre die Verletzung wahrscheinlich nicht passiert. Meiner Meinung nach, das war einfach eine Ermüdungsverletzung, weil Gnabry hat geackert wie ein Pferd, Alter. Und super, dass ich immer noch bei Manuel Neuer bin und euch die Bilderchen nicht eingeblendet habe, weil ich einen guten bin, Leute. Aber ich ziehe das nochmal eben nach, bevor ich weiterrede. Ist ja frech von mir, oder? So im Redefluss, wisst ihr, schon spät und morgen arbeiten und so, da zieht er durch. Frech, oder? Also, Joshua Kimmich für mich Note 2, habe ich gerade argumentiert, warum. Dasselbe für mich natürlich mit der Lucht. Ja, habe ich auch argumentiert, warum. Warum ich Fonzie Davies schwächer gesehen habe, haben wir auch argumentiert. Warum ich Eric Dyer durchschnittlich gesehen habe, habe ich auch argumentiert. Und dann waren wir beim Serge angekommen. Da gehen wir jetzt mal hin. Ja, für mich Note 2. Wie gesagt, ich habe selten gesehen, dass ein Serge so viel geackert hat und so viel nach hinten geackert hat. Ja, er war in der ersten Halbzeit öfter der linke Verteidiger, also hinter Davies, wie andersrum. Und hat das sogar sehr gut weggearbeitet. Ja. Dadurch hat er sich natürlich super aufgerieben, dann den Sprint nach vorne, das Tor noch gemacht, was eine Willensaktion war, wo er natürlich ein bisschen Glück hatte, da müssen wir gar nicht drüber reden. Zweite Halbzeit hat man gesehen, dass er einfach, es reicht halt noch nicht. Ja, und man hätte ihn auswechseln müssen. Da gibt's nichts dran zu rütteln. Ich weiß nicht, was das für eine Verletzung ist. Ich denke, irgendwas Muskuläres wahrscheinlich. Geht auf Tuchels Kappe, Leute. So, gar keine Frage. Ja, das war völliger Dumpfig, dann Leroy rauszunehmen. Hat er vielleicht auch gemacht, ja, auch aus dem Hinblick von wegen eine Verletzung muskulär, obwohl Sané einen super fitten Eindruck gemacht hat und man hat Gnabry angemerkt, dass er tot war in der zweiten Halbzeit. Ja, das muss man einfach so sagen. Und da hätte man Gnabry auswechseln sollen. Ich weiß nicht, warum man es nicht getan hat, weil man wieder Tell nicht die Chance geben wollte oder weil Tell defensiv die letzten Spiele, die er gemacht hat, nicht stark genug war. Kann ich verstehen. Dann hätte man Coman gebracht. Auf der Seite wäre kein Problem gewesen. Und hätte später Müller für Sané zum Beispiel bringen können. Ja, hätte man machen können. Ja, da geht natürlich dann die Kontergeschwindigkeit ab. Das verstehe ich schon. Ja, für mich auf jeden Fall ein Fail, Gnabry nicht auszuwechseln. Für mich Note 2. Damit kommen wir zu Leroy Sané. Leroy für mich ebenfalls Note 2. Ja, wir haben genug auf ihm rumgehackt die letzten Wochen. Es war auch katastrophal, seine Leistung. Heute war es eine sehr, sehr starke Leistung. Ja, klar, ihm fehlt immer noch so das letzte Quäntchen, so dass man wieder das Gefühl hat, ja, Leroy ist am Ball, der macht eine Hütte. Aber Leroy hat die Aktion heute eingeleitet. Das erste Tor eingeleitet mit dem super Umschaltspiel, dann den Pass auf Goretzka, schön in die Tiefe. Leon super weitergespielt, kommen wir gleich noch zu. Und danach war es immer wieder, wenn wir in Kontersituationen kamen oder in gefährlichen Situationen, war es immer wieder Leroy, der es eingeleitet hat. Kein anderer. Ging immer über Leroy. Von daher für mich Note 2 und super schade, dass man ihn ausgewechselt hat. Ja. Für mich auch unverständlich leider. Aber gut. Damit kommen wir zu Musiala. Musiala heute viel gearbeitet, sich aufgerieben in der Mitte auf einer tiefen Achterposition. Nach vorne hin wenig Impulse gehabt, aber oft genug den Ball auch mal gehalten, faul gezogen und sowas. Hat ein gutes Spiel gemacht. Hat, glaube ich, das gemacht, was man heute von ihm erwartet hat. Es war klar, dass wir heute nicht die dominante Mannschaft sind und irgendwie da anfangen, vorne den Gegner in den eigenen 16er zu drängen und da Zauberfußball zu spielen. Von daher sehe ich Musiala bei einer 3. Ich denke, er hat das gemacht, was heute von ihm erwartet wurde. Ja, ich habe es gerade gesagt, aus einer tiefen Achterposition, Bälle gehalten, Fouls gezogen, das eine oder andere Mal auch versucht, schnell umzuschalten. Leider ab und wann dann auch so das letzte Quäntchen gefehlt. Von daher für mich eine Note 3. Gut, damit kommen wir zu Conny Laimer. Sehe ich ähnlich wie Musiala, wobei man sagen muss, Laimer hat heute auch geackert wie ein Stier. Ja, wie viel Wege der gemacht hat. Ich weiß nicht, vielleicht schreibt es irgendeiner in die Kommentare, Laufleistungen der einzelnen Spieler, könnt ihr ja mal raussuchen.
Ich denke, Conny Leimer ist weit mit dabei. Ihm ist auch nicht alles geglückt, wie immer, ja, aber er hat geackert, gerackert, gemacht, getan. Generell standen wir heute tiefer. Auch ein Leimer war viel, viel öfter auf einer tieferen Position und hat viel, viel weiter mit nach hinten gearbeitet. Was gut war, nochmal, ihm ist auch nicht alles gelungen, von daher für mich auch eine Note 3. Ja, damit kommen wir zum Leon. Sofern ich ihn hier finde, da ist er. Auch Leon sehe ich heute bei einer 3. Hat schwer gehabt, ins Spiel zu kommen, muss man fairerweise sagen. Und teilweise zweite Halbzeit, wo wir dann der dominantere Part waren, so die erste halbe Stunde, hat man wenig gesehen von Leon, leider. Aber ansonsten war er defensiv stark, hat sich reingeschmissen in die Zweikämpfe, hat den Pass super gespielt auf den Gnabry, hat immer wieder auch irgendwas versucht. Ihm ist auch vieles nicht geglückt, aber es war nicht so dieser Leon, so ich heul mal rum. Nein, er war da, so wie die ganze Mannschaft heute da war und für mich deswegen heute eine 3 für Leon. Damit kommen wir zu Harry Kane. Habe ich ja schon gerade in der Analyse gesagt, für mich heute der Kämpfer, der Anführer. Wirklich krass, was er heute geackert hat. Für mich Note 2. Den Elfmeter natürlich eiskalt gemacht, war natürlich aber auch ein Geschenk von dem Goalie. Ja, habe ich gerade schon gesagt, ich habe selten so einen schlechten Torwart beim Elfmeter gesehen. Alter. Ich weiß nicht, was der da gemacht hat. Sehr souverän eingeschoben, das Ding. Ansonsten, ich habe es schon gesagt, er hat geackert und gemacht und getan. Das war heute stark. Ja. Trotzdem war er immer noch in gefährlichen Positionen, obwohl er teilweise einen Sechser gegeben hat, teilweise einen Achter gegeben hat, teilweise den Zehner gegeben hat, dass er das Spiel eingeleitet hat, die Außen eingesetzt. Man sah, dass er unbedingt wollte. Ja. Das hat man bei dem einen oder anderen vielleicht über einen gewissen Zeitraum im Spiel nicht so gesehen, aber bei vielen hat man das schon gesehen. Und Harry Kane für mich heute der da absolut vorangegangen ist. Gut, die beiden Auswechslungen, ich habe es ja schon gesagt. Warte, ich muss umstellen hier, muss in meinen Abwehrblock rein. Guerrero, der Wechsel kam für mich viel zu spät. Ja, viel zu spät. Hätte viel, viel eher kommen müssen, beziehungsweise hätte ich ihn in die Startelf gestellt. Und ansonsten hättest du viel, viel eher den Gnabry auswechseln müssen. Ja. Und das hättest du tun können, indem du Guerrero bringst, ja. Hätte man sogar überlegen können, ob man Guerrero einen nach hinten schiebt und Davis einen nach vorn schiebt. Wäre vielleicht ein bisschen schlauer gewesen, meiner Meinung nach. Weil Guerrero jetzt nicht so der Superschnelle ist und Fonsi dann auch nochmal mit seinem Speed nochmal mitgehen kann. Und auch nach vorne vielleicht noch ein paar mehr Akzente hätte setzen können. Aber sei es drum. Hat sich ordentlich eingebunden, denke ich. Hat ein bisschen gebraucht, aber dann war er da und ja. War natürlich dann auch schwer für ihn, weil dann die Phase angefangen hat, in der Arsenal nochmal richtig aufgedreht hat. Gerade nach dem Tor. Es war ordentlich. Ne? Noten vergeben wir nicht für Einwechselspieler. Von daher, es war ordentlich. Gut, dann haben wir noch den King. Bei King hat mir heute der letzte Wille gefehlt. Ja, gut, die letzte Aktion, wo er den Ball an den Pfosten setzt, klar, da war er da. Habe ich ja ganz oft gesehen, was heißt ganz oft, er hat 2, 3 Aktionen heute gehabt, wo ein Spieler neben ihm war, wo Kimmich ihn gut in die Pose gebracht hat und der hat es nicht versucht, außen durchzugehen. Was ich super schade fand, war Strafraumbesetzung war da, er hatte 2, 3 Mal die Möglichkeit dazu, er hat sie nicht genutzt. Vielleicht ist das so gewollt, dass wir nicht den Ball reinspielen, durch eine Flanke den Ball verlieren, in schnelles Umschaltspiel von Arsenal reinlaufen. Von daher weiß ich nicht, ob man ihn das anheften kann oder ob das nicht einfach so gewollt war, dass wir heute weniger mit Rückraum und Flanke reinarbeiten. Ich weiß es nicht, aber das ist, was mir ein bisschen gefehlt hat. Ansonsten hat King sich natürlich reingehauen, aber auch da hat man, denke ich, gemerkt, dass noch ein bisschen was fehlt beim King. Joa. Das ist meine Analyse, Leute. Wie gesagt, wir haben ein super interessantes Spiel gesehen, wir haben ein gutes Spiel gesehen. Die Mannschaft hat mich auf jeden Fall überrascht. Ich habe aber auch keinerlei Erwartungen gehabt vom Leistungsniveau her.
Arsenal war mega stark, ersten 20 Minuten. Was mich verwundert hat, also die Tore hat man dann schon angemerkt, ja, dass Arsenal da ein bisschen zu knacken dran hatte. Gerade dann durch den Elfmeter. Waren beides eher Geschenke, muss man sagen. Ja, wenn wir es ehrlich betrachten. Nochmal, das Gnabry-Dingen war natürlich ein katastrophaler Fehler von Torwart. Und dann das Zusammenspiel mit dem Innenverteidiger, das war ein Geschenk. Aber natürlich super gut von Leroy nachgesetzt und dann von Leon reingelaufen in den Raum. Also und von Gnabry reingelaufen in den Raum und ein bisschen Glück den Ball reingemacht. Ja, also war jetzt nicht so, dass es Tor hergeschenkt wurde. Aber es war natürlich schon individueller Fehler. Das muss man ganz klar sagen. Und der Elfmeter war eine super Einzelaktion von Leroy. Aber man hat schon gesehen, dass Arsenal viel, viel mehr spielt und als Mannschaft agiert, als wie wir. Bei uns waren es wieder Einzelaktionen. Aber das war auch klar. Aber im Umschaltspiel, wenn du auf Konter spielst, spielt das nicht so eine große Rolle. Ja, da sind dann die Einzelaktionen eher die Sachen, die dir mehr bringen, als würdest du da jetzt nochmal dreimal den Ball querspielen oder sonst was. Ne? Von daher alles gut. Das erste Spiel, das wir von Arsenal gesehen haben diese Saison, Chapeau, muss ich sagen. Genauso muss ich sagen, zweite Halbzeit haben wir sie 30 Minuten auf jeden Fall komplett im Griff gehabt. Was für mich daran lag, dass Arsenal nur noch über die linke Seite gespielt hat. Warum, kann ich euch nicht sagen. Dadurch war ein Odegaard aus dem Spiel raus. Davis konnte sich ein bisschen fangen. Weiß ich nicht. Weiß nicht, was der Gedanke dahinter war von dem Trainer. Ist mir am Ende des Tages auch wurscht. Wir können froh sein, dass Arsenal so agiert hat. Sonst wäre es vielleicht ein bisschen anders ausgegangen. Und im Großen und Ganzen muss man sagen, wir hatten heute einfach das Spielglück. Ja, das viel zitierte, das Momentum auf unserer Seite. Dadurch haben wir ein gutes Ergebnis erzielt im Hinspiel. Stimmung war mega gut in dem Stadion, hat mir richtig gut gefallen. Und in einer Woche werden wir sehen, was das Ergebnis wert ist. Da ist lange nichts entschieden. Ja, da brauchen wir nicht drum herum reden. Sowohl für uns wie als auch für Arsenal. Wenn man jetzt mal die zwei individuellen Fehler da wegnimmt bei Arsenal, dann wird das nicht leichter im Rückspiel. Und die Frage ist, ob Arsenal so offensiv agieren wird wie zu Hause. Oder ob sie da nicht eher den FC Bayern-Style machen und eher ein bisschen kontrollierter und defensiver agieren. Und dann wird es schwierig werden. Aber ich denke, wir werden auch da ein sehr, sehr interessantes Spiel sehen. Und alle Möglichkeiten sind da, Leute. Das ist die Quintessenz oder das, was wir heute mitnehmen können. Dass alle Möglichkeiten da sind. Wenn natürlich auch mit ein bisschen Spielglück, aber das gehört in der Champions League und in K.O.-Spielen einfach dazu. Ja. Man muss das Quäntchen Glück auf seiner Seite haben, das Spielglück, das Schiedsrichterglück heute mit der Aktion von Manuel Neuer in der Schlussminute. Das muss man auch ganz klar sagen. Und dann geht was. Anders kann es aber auch nicht gehen bei unserer Form, die wir diese Saison haben. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Ne? Aber es war gut zu sehen, dass zumindest über weite Teile die Mannschaft als Mannschaft gearbeitet hat, gespielt hat und alle halt auch so konsequent ihre Position gehalten haben und wussten, was sie zu tun haben und es auch umgesetzt haben. Ne? Dafür Lob und Anerkennung haben wir diese Saison sehr selten gesehen und ich freue mich auf jeden Fall aufs Rückspiel. Dazwischen ist natürlich jetzt 1. FC Köln, da bin ich sehr gespannt. Sind wir wieder bei dem Thema Charakterfrage. Das Fass machen wir jetzt nicht auf, das machen wir Freitag im Stream auf, 18:30 Leute. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und wie gesagt, wer Bock hat, Freitag 18:30 im Stream. Und dann besprechen wir mal ein bisschen das Spiel gegen Arsenal und meist einen kleinen Blick voraus auf Köln und auf das Rückspiel gegen Arsenal. In diesem Sinne, tschüssi und natürlich wie immer an dieser Stelle vielen lieben Dank für euren supergeilen Support. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar
nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.